Motorschiffen, Fischerbötchen und Frachtdampfer, Hafenstädte und Dörfer. So ist Ostsee heute, so war es vor tausenden Jahren. Seit Alters siedelten sich die Leute in der Nähe dem Wasser an. Das Wasser brachte ihnen Leben und Gedeihen. Sie siedelten sich auf den Ufern des Ostsee an, dessen Gewässer verbinden auch heute miteinander Ostseeländer. Durch Meer kamen Traditionen, Bräuche und Legenden von einem Völkern zu den anderen und vereinigten ihn. In Russland gibt es eine alte Legende über Bujan-Insel. Einige sagen, dass es nur ein Märchen ist. Aber die Gelehrten behaupten, die slawische Bujan-Insel ist heutige deutsche Insel Rügen. Rügen ist eine der größten Inseln Deutschlands. Es befindet sich in der Ostsee und bildet einen Teil von Bundesland Mecklenburg. Archäologische Funde zeigen, dass diese Insel wurde schon in Steinzeit bewohnt. Auf das ganze Territorium der Insel erhalten zahlreiche Haingraben und Opfersteine. Später siedelten sich hier slawische Volksstämme Rujane. Sie handelten sehr viel durch Ostsee mit Skandinavien und Baltländern. Einige von Ländern begleiten ihnen Tribut. Außerdem, Rujane waren grausamen Piraten und kontrollierten fast ganzes Ostsee vor langer Zeit. Aber in slawischen Sagen Bujan-Insel gilt als heilige Insel. Dort befand sich Alathea-Stein, der existiert bevor der Weltanfang. Er fiel aus freiem Himmel auf der Bujan-Insel und seit dieser Zeit blieb dort liegen. Auf Alathea-Stein waren Gesetze des slawischen Gottes Farok aufgezeichnet. Jedes Morgen saß auf Alathea-Stein schöne Jungfrau Morgenrot. Sie breitete sich ihre rosarote Brauschleier durch den Himmel und dann weckte alle lebendiges Geschöpfe auf. Auf Bujan-Insel befand sich auch das Weltbaum mit zaubernden Vögeln. Wenn Gelehrten sich nicht irren und Bujan-Insel wirklich sich auf Rügen befand, dann kann man behaupten, dass Russland und Deutschland sind auch durch ihren Geschichten und durch Ostsee verbindet.